Wunderschönen guten Montagmorgen miteinander. Ich hoffe, euch geht es auch nicht ganz beschissen. Mir geht es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Danke für die Nachfrage. Ja, auf jeden Fall Spaß beiseite. Heute reagieren wir mal außerplanmäßig auf ein YouTube-Video. Und zwar habe ich das gestern in meiner Abo-Box aufploppen gesehen. Und zwar das Video von den Natti-Style. Der Verlierer bekommt eine Glatze. Ich habe gestern kurz 30-40 Sekunden mal da drin geklickt. Und ganz ehrlich, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass da wirklich jemand eine Glatze bekommt. Aber let's go. Das habe ich auch gelesen, dass jemand eine Glatze bekommt, aber ja gut, also, bekommt wirklich jemand eine Glatze? Und wenn ja, also dann ja wahrscheinlich der Marc, oder? Also die Nati wird so, ja, wird sich doch nicht eine Glatze rasieren, what the fuck? Und der Marc, ich weiß auch nicht. Heute und herzlich willkommen zum neuen Video. Fuck, okay. Heute und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin mit dem Marc, hallo! Ja. Und wir machen heute ein mega cooles Uff, schon mal der erste Uff-Moment gewesen. Video. Nämlich, was machen wir? Wir machen, der Verlierer muss seine Haare abrasieren. Und ich habe richtig Bock, sie zu sehen mit einer Glatze Ich drum. absolut nicht. Wollte ich gewinnen. Und, dass wir das auch noch gesagt haben, der Can ist hinter der Kamera. Ich bin der Game Master. Und er wird uns die Fragen stellen. Nämlich sind alles so ein bisschen Wissensfragen, so ein bisschen Allgemeinbildungsfragen, oder? Das sind einfach irgendwelche Scheissfragen, die nicht mehr brauchen. Okay. Dann würde ich mal sagen, fangen wir doch mal an mit dem Video. Let's go! Oh shit. Das ist perfekt. Die erste Frage Nicht schlecht, nicht schlecht. Das könnte ich besser. Let's go! Scheiße, viel zu früh. Ich bin nicht gewohnt, das erste Mal. Ich war schon gestresst vor dem Video. ist, wann ist der Bundesrat gegründet worden? Nicht. Da können wir gerade mitmachen. Wann ist der Bundesrat gegründet worden? Also die Frage. Okay. Wieso machen wir so mit? Weil gestern die Frage eigentlich gegeben. Die gestern die Frage auch schon gegeben und ich habe geraten, zusammen mit meinem Bruder haben wir das Video so ein bisschen eingezogen und ich habe die Frage gegeben, ja, die Antwort gegeben, 1900, was habe ich gesagt? 1890 oder so habe ich gesagt. Weil ich dachte, das sei noch nicht 1848, ich weiß auch nicht, wieso ich das gedacht habe, Abfall. Nein. 1848. Keine Ahnung. Ja, 1848. Oh mein Gott! Muss ich das wissen als Schweizer? Ja. Nein, ich habe es auch nicht gewusst. Okay, das heisst nicht, dass man es nicht muss wissen. Sagen wir 3 Schweizer YouTuber mit dem Anfangsbuchstaben S. Also ich habe gestern gesehen, Sandronic, Saturday and Sunday und Stuck habe ich glaube ich gesehen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber bis hier habe ich noch das Video gesehen und dann nicht mehr. Silly HD, Oh mein Gott, ich weiß gar niemand. Schweizer Kiste. Sandronic. Kollege. Warte, Saturday. Da bin ich fast abverreckt, dass der Marc Sandronic sieht, hat Grüße gegangen aus Sandronic an der Stelle, Kapi. Sunday? Ja. Genau. Hey, ein offensichtlicher Leute. Ah, Stucki! Ja, genau. Also ein Stückchen auf uns. Also, Hey, nur mal kurz. Was sind das für Hosen, Marc? Hast du die Hose von der Nati entlehnt, oder wie? Stückchen auf YouTube. Ja. Ich bin so dumm! Sorry, Stucki! Ah, was jetzt hier hätte müssen sagen. No front. Ich hätte als erstes an dich so gedacht, das tut mir leid. Aber in dem Fall steht jetzt 1-1. Wie nennt man die Grundform von einem Verb? Was ist die Grundform von einem Verb? Ja, Keine das Ahnung. muss ich sagen. Das würde ich jetzt sagen. Grundform? Was ist mit dem gemeint? Hä? Ja, wo ist das? Grundform von einem Verb? Aha, ja, ja wirklich, ich weiß es auch nicht. Was meine ich? Ich komme mit der Frage immer raus. Wie nennt man die Grundform Ja, ja. eines Verbs? Ich weiß nicht, ich check die Frage nicht. Infinitiv. Genau, richtig. Ah, so, die Grundform! Ich habe gemeint, Stimmt, Infinitiv. Aber in Deutsch muss ich sagen, da bin ich nie der Hengst gewesen. Es tut mir schrecklich leid, alle Deutschlehrerinnen draußen. Wie heisst der Und Lehrer. grösste Planet in unserem Sonnensystem? Venus, keine Ahnung, ich weiß. Was hat er gesagt? Der grösste Planet? Wie heisst der grösste Planet in unserem Sonnensystem? Jupiter. Venus, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ah, Jupiter. Ja, richtig. Von wem stammt das ganz berühmte Bild Mona Lisa?
Da Vinci, hoffentlich. Nein, habe ich jetzt falsch gesagt? Leonardo da Vinci, oder? Da Vinci. Picasso! Scheiße, du hast recht gehabt. Leonardo Jawohl. Da Vinci. Ja, stimmt. Ah, fuck. Wie heisst der erste Hund, der ins All geschickt ist worden? A. Bello, B. Ja. Laika oder C. Andri? B. Leica. Bello. B. Laika. Jawohl. Gerade. Ich habe es schon mal gehört, das ist der einzige Name, den ich schon mal gehört habe. Also ja, das gute alte Ausschlussverfahren. Das gute Ein Kubikmeter umfasst wie viel Liter Wasser? Ein Kubikmeter. Mehr ist 1000 Liter. 1 Liter. 2 Liter. Falsch. 100. Ja, 100. Nein. 1000. 1000. Ich weiß Jawohl, der Mathematik-Boss, oder? Also heute bin ich komplett auf Justin angelehnt, oder? Spaß. Welche Farbe entsteht, wenn man rot und gelb mischt? nicht. Orange. Keine Ahnung. Welches, jetzt geht es wieder um Geschwindigkeit. Welches ist der längste Fluss der Welt? Nil. Der Nil. Der Nil. Amazonas. Oh, shit! Wie heisst der kleinste Vogel dieser Welt? Der kleinste Vogel, ja. Oh mein Gott, das weiß ich doch nicht. Sonst Alter. Klaus, ne? Sonst gebe ich euch A, B oder C. Ja. A, B, C. A. Spatz. B. Jetzt muss man etwas aus dem Glas ziehen, vielleicht. Oder vielleicht das Richtige sagen. Also, B. Ein Kolibri oder C. Kolibri. Ja. Weil du müsstest jetzt Ja. etwas überlegen und Ja. Spatz hast du dir selber überlegt. Ja, das war jetzt ganz schwach von mir. Also, Can, ganz ehrlich. Can, also das war wirklich nichts gewesen. Also wirklich gar nichts. Ich will Machen wir keine einfach auf 10, der zuerst 10 hat. Dauert es erst 10? Wie viel ist jetzt? 6 zu 4? 6 zu 4. Okay, Ich ja. muss aufholen, Okay, Scheiße. wie heisst der Freund von der Biene Maya? Billy. Keine Ahnung. Richtig. Wieso weißt du das? Welcher Mensch hat die Biene Maya geschaut? Ich? Die. Oh ja. Und wie geht das Lied? Genau so. In welcher Biene Meier habe ich aber mir auch nie eingezogen. Biene Meier ist an mir vorbeigeflogen wie die Biene Meier selber, oder? Comicserie gehören der Tefix und der Alkoholix? Asterix und Obelix. Sag ich mal. Trix Dobelix. Ah, scheiße, ja. Was für ein Tier ist ein Koala? Bär. Bär. Nein, ich meine jetzt... Säugetier. Genau. Ah, ja! Oh. Ja! Kein Säugetier. Hast du kein Nein, Säugetier? es ist kein... Also wenn Das wir... Beuteltier ist Genau. ja. Okay. Welche Haarfarbe, Ich habe es auch nicht gecheckt. Welche Haarfarbe? es geht um Geschwindigkeit, hat der Punkel? Rot. Rot? Ja. Ich habe keine Ahnung, wer der Punkt ist, aber... Der mit der roten Haar. Ah! Hast du nicht ein bisschen Punkel, Nee. der klein nervig geht? Nein. Kennst du nicht? Ja gut, dann steht jetzt. 7, 7. Oh nein, Alter! Wie heisst die Glocke von Jim Knopf? Knopf. Jim. Nein. Knopf, Jim. Jim Knopf, das ist nicht an mir vorbeigezogen, aber ich weiß nicht, wie die Locke heisst. Jim Knopf, so ein legendärer Typ gsi. Ich habe die Serie geliebt. Aber ich weiß nicht, wie die Locke heisst. Keine Ahnung, keine Ahnung. Keine Ahnung. Rudolf. Wissen beide nicht? Nein. Wenn ich das Lied anstimme. Meine Locke, Ich kenne das Lied nicht mal. sie pfeift und rührt. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wie hat sie geheißen? Emma. Ja! Echt? Müssen Keine wir Ahnung. wissen. Müssen wir Meine wissen. Locke heisst Emma. Ich hätte es nicht gewusst. Ich kenne nur, wieso sie weiblich ist. Wo sind die kleinsten Knochen im Körper? Oh. Ohr? Ich sage Nase. Aber ich bin kein Mediziner, oder? Richtig. Egal. Ah, das ist also eine Das ist- ordentliche Antwort. Wie viel, jetzt geht's geschichtlich, wie viele Mitarbeiter haben zum engsten Kreis von Jesus gehört? 12. Jünger. Richtig. Ja, Wir sind wir richtig sind beide richtig. Oh mein Gott. Oh shit, du! Shit. Wie hat denn der Mitarbeiter geheißen, der Judas. Jesus
verraten hat. Ja komm, das ist jetzt asozial. Ich kann nicht mehr Das hätte ich auch gewusst, wieso mache ich den da hier? Also, wieso nicht? mitbekommen. Nein, gar nicht. Aber ist eigentlich klar, es gibt echt so einen, den man kennt. Wie heisst eine männliche Biene? Oh, eine männliche Biene. Ey, wieso? Ich hätte komplett hier ich hätte mir eine Glatze geholt. Ich hätte mir hier eine Glatze gegönnt in diesem Video. Ich weiß wirklich nicht. Keine Ahnung. Sumsum. Bieneri. Nein. Willi. Nein, ihr müsst, also wenn ihr es nicht wisst, ich gebe euch einen Tipp. Es gibt keine männliche. Liebe, du bist weit daneben. Weit daneben. Ihr habt das beide schon gebraucht. Eine Tatsächlich. männliche Bier, oder was? Ja, das ist ein Gegenstand, den ihr als YouTuber auch könnt brauchen. Oder schon gebraucht habt. Mit welchem Buchstaben fängt es an? Mit D. Die? Ah, Drohne! Oh, Ah ja. ja, stimmt, macht Sinn. Ja. Oh, Im Stadt Matschball 89. Nein! Style. Digga! Welcher berühmte Komiker Nein, keine Ahnung. hat immer einen Stock und eine Melone getragen? Stock und eine Melone, ja keine Ahnung, aber anscheinend wissen Nati das sofort. Ein Stock und eine Melone, what the fuck? Wer ist das? Chaplin. Richtig. Du bist sowas von rasiert, Alter. Du bist rasiert worden und bist wieder Mann, normalerweise bin ich mir es gewöhnt, Leute zu rasieren, Chris Girls an Daniel Paris. Gab sie mir wenigstens vor, per favore. Ich mach dir eine Glatze. Digga, das wäre so nice. Ich hätte mir auch eine Glatze kassiert, wahrscheinlich. Ich hätte mir auch eine gute alte Glatze gegönnt, oder? Ich bräuchte eigentlich auch immer einen Haarschnitt, by the way. Darum habe ich ja hier die Käppe an, oder? Hier da die Kappe. Also ich brauche wirklich einen Haarschnitt. Aber man kann nicht anders. Mit dem Supreme Gap ist er da unterwegs. Ach, ja, Digga. Weiter geht's. Nati mit Glatze, das ist ein Real Talk. Nein. Like ein scheiß Video, wenn ihr Nati mit Glatze gesehen bei Nein! Leuten. Nein, Alter, nein! Ja, also, gehen wir gar rasieren. Gehen wir mal rasieren. Let's go, der Hase. Bist du ready? Ja. Oh! Scheiße! Ich sage aber jetzt nochmal einfach mal so eine Frage in den Raum geworfen, einfach so. Von wo hat Nati so einen Coiffeur-Schal-Umhangteil? Haben wir das einfach so daheim oder was? Schnell ein kurzes Statement. Ich habe meine Haare noch nie so rasiert. Also wirklich so. Ich bin immer zum Coiffeur gegangen, habe immer oben ein bisschen länger gehabt. Also jetzt sieht es absolut rotzig aus, weil es selber geschnitten ist. Aber so richtig kurz habe ich es noch nie gehabt. Darum bin ich schon ein bisschen nervös. Warte, ich will aber zuerst so einen schönen Mittelscheitel machen. Ich will jetzt ein bisschen experimentieren. Ja, du kannst jetzt kannst du einfach irgendwelche Frisuren Eben, das machen. ist eben nice. Nein. Warte mal. Digga, der Sound, Mann! Nein, Bruder. Also bist du ready? Ja, komm los. Jetzt gibt's... Der Marc gönnt sich auch die Glatze. Nach dem Unge, nach gefühlt ganz Madeira kommt jetzt auch noch der Marc, gönnt sich eine Glatze. Kein Zurück mehr. Sieht nice aus. Es sieht noch nicht anders aus, außer dass du einfach vorne... Ja, du hast vorne einfach nur so Gestell, halt so... Ich habe Angst, dass ich mit der Schere mehr schneide. Es macht Spass. Das ist Einfach so random Haare schneiden, ohne irgendwie etwas Schönes zu machen. Willst du schon einen Schnitt machen, Can? Darf ich auch einen Schnitt machen? Ja, safe. Wuhu! Yes. Oh shit, Alter. Du hast verdammt dicke Haare. Ja, ich weiss, ich habe die fettesten Haare, Digi. Immer wenn ich beim Coiffeur bin, sagt sie mir, oder bei Coiffeuse sagt sie mir immer, oh, du hast so schön dicke Haare. Ja. Sag ich immer so, das ist nicht das Einzige bei mir, was dick ist. Da hat er ganz viel Haar im Schoß. Aber Coiffeuse sowieso, gegen irgendeinen Kommentar über die Haare gibt es sowieso jedes Mal. Coiffeuse, Grüße gehen raus euch. Du bist so behaart. Ich habe jetzt übrigens meinem Hass seine Schere genommen, weil es sonst nicht Ich so geht. dicke Haare habe. Ich kann noch ein Bildschirm kehren, mal schauen, wie es Ich weiß gar nicht, ob er dicke Haare oder einfach viel zu fettige. Spaß. aussieht jetzt. Oh! Geht noch. So, So ist der Zwischenstand. also alles. Es Schon ist so cool. lustig zum Anlangen. Ich fühle mich schon ein bisschen wie ein anderer Mensch, muss ich sagen. Aber jetzt hier auf der Seite und Ja. hinten muss es jetzt noch kürzer. So, Marc. So, fertig. Yes. Kann man das Licht noch? Ja. Das ist es gewesen. Genau. Oh, Digga, wie kurz! Oh, nice. Oh, chillig. Ja, nice. Danke fürs Schneiden.
Bitte. Ja, das war es auch schon mit dem Video. Er hat jetzt eine halbe Glatze, ich zum Glück nicht. Also, Aber ich kann ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr seine Frisur findet. genau, mach Like das. das Video. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes. Jetzt ist der Marc gerade jetzt auch noch zu den offiziellen Skinheads dazu, oder? Sonntag wieder. Tschüss. Ja, gutes Video. Köstlich möchtlich. Ich hätte mir auch eine Glatze kassiert bekommen. Das wäre sicher gewesen, die mir auch eine Glatze müssen gönnen. Aber ja, derzeit das ein bisschen dramatischer Schnitt als einfach mit der Schere und so. Also ich dachte, es kommt ein bisschen ein dramatischerer Schnitt. Aber wer bin ich, um das jetzt hier zu bewerten, oder? Und in dem Sinn wünsche ich euch noch eine angenehme Woche. Liked doch das Video, abonniert den Kanal, würde mich extrem freuen. Ich bin noch nie so aktiv auf YouTube gewesen, oder? Ciao zusammen.